Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für dich will ich der honorable Deputierte Juna Berner merci so für das Aktualität. Weil Mobbing an der Gemeinde an der Funktion publik als ein echten Thema. Die Situation betrifft viel Mitarbeiter erschafft unsere Arbeitskonditionen. An der letzten sind ein paar Fälle von möglichen Missständen am Personalmanagement an der Gemeinde an der Presse hinlänglich thematisiert gehen. Mit der wir aber nicht alles an einen Döppe geheien. Da geht es von Vorwürfen von Harcèlement an einer Gemeinde mit multiplen Revirementen, dem massiven Rekurs auf externe Konsultants an einer weiteren Gemeinde bis zu einer Gemeinde, wo von in der Presse leben kann, zu stundenlangen Interrogatoren, Konfiskationen von Material und Verletzungen von der Privatsphäre kommen wäre. Mit all Fall muss ernst analysiert gehen. An aber, an du weinst speziell als wichtiges Thema vom Harcèlement umzuschwätzen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, die Zukunft der Gemeinde hängt davon ab, wie gut die politisch, aber auch die nicht politisch responsabel vorbereitet sind, für ihre Missionen mit ihren Mitarbeitern zu erfüllen. Das ist klar. Nicht jeder bringt dieselbe Kompetenz mit und gibt keinen, den als Manager auf die Welt kommt. Aber alles kann gelehrt gehen. Das ist wichtig, dass die Responsablen auf diese Herausforderungen präpariert gehen, weil sie für einen komplexen und vielen Aufgaben stehen. Viele Responsablen an der Gemeinde erkennen, dass besonders Formation wichtig ist, und nicht nur, wenn sie das Amt antreten, sondern während dem ganzen Mandat. Der Civic Code spielt dabei eine ganz wichtige Rolle und probiert die politisch Responsablen auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Bei allen neuen Legislaturperioden die Formationen proposiert, die als Formation initial bekannt sind. Diese Formationen sind essentiell, weil die Forderungen und Gemengen immer mehr hoch gehen. Dabei können, dass Stoffe und Formationen geschwind ausgebaut soll gehen, und das begrüßen wir als CSV ausdrücklich. Diese Initiativen haben als Ziel, die kontinuierliche Weiterbildung zu fördern. Auch für CSV ist es genauso wichtig, und pertinent Beamten zu begleiten, und selber besser und mehr im Bereich von Personalmanagement zu investieren. Personalmanagement ist ein Beruf. Es gibt entsprechend Ausbildung dafür, und das ist auch wichtig, ist die notwendige Zeit dafür zu holen. Schlussendlich muss ich auch an diesem Kontext vorstellen, über die Wichtigkeit und die Utilität der Gemengefusionen. Fusionen sind und bleiben freiwillig, und Gemengen entscheiden natürlich selber darüber. Aber es ist ein Fakt, dass große Gemengen dax mehr Ressourcen haben und sich dadurch können mehr professionell aufstellen. Herr Präsident, die Damen und Herren, für CSV müssen Kompetenzen für das Personalmanagement weiter verbessert gehen. Es ist aber auch ganz wichtig, auf die bestehenden Prozeduren und Definitionen hinzuweisen. Sie sind schon für alle Fälle von Mobbing, sowohl an den Gemengen wie an der Funktion publik vorgesehen. Am Detail, an Transparenz sind Moyen und Rekurren, die all Funktionäre, Employés oder Salariés zur Verfügung stehen, für die verschiedene Formen von Harcèlement oder andere Konflikte vorzugehen, klar an den Texten ankreiert. Das ist ganz wichtig und hilft, potenziell Opfer zu schützen. Das garantiert eine objektive Enquete und erlaubt durch eine klare Qualifikation von den Fällen zu erreichen und die notwendigen Maßnahmen so können zu holen. Und genau hier greift den aktuellen Kader voller ganz und hier gebe eine externe Anlaufstelle für Fälle von Harcèlement nicht unbedingt eine Valeur ajoutée bringen, außer eventuell eine weitere Duplikation von den Prozeduren, wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass es gar kein Harcèlement gewesen wäre. Wenn der präsumierte Fehler gemeldet wird, muss der Kommissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, de CGID, saisiert gehen. Dieses CGDI ist zuständig für disziplinarische Enqueten, schafft neutral. Hier enquêtiert sowohl à charge wie à décharge vom betroffenen Agent. Aber wenn dann nicht geht, der Fall in der Conseil de Disziplin weitergelegt, den dann die passenden Sanktionen hält, für so eine gerechte Prozedur zu garantieren. Dafür ist für CSV nicht der Meinung, dass neue Institutionen oder neue Prozeduren nötig sind. Mit Prozeduren, die schon gibt, sie klar definiert, funktionieren und erlauben es, potenziell Opfer zu schützen. Rezenten Zölle vom Ministerium für die Funktion Publik weisen auch darauf hin, dass diese Prozeduren immer mehr oft angeholt gehen. Mitarbeiter nutzen immer mehr die Möglichkeit, für diese Prozeduren zu gebrauchen. Das weist, dass sie funktionieren und auch gebraucht gehen. Am Platz neue Regeln oder Prozeduren festzulegen, sollte also für CSV Prävention mehr am Fokus stehen. Das Service psychosozial von der Funktion Publik spielt hier eine wichtige Rolle. Prävention hilft, psychosoziale Risiken zu reduzieren und einen sicheren, respektvollen Arbeitsplatz zu garantieren. Prävention ist der beste Schutz gegen zukünftige Probleme. Den Service psychosozial von der Funktion Publik ist par ailleurs eine Anlaufstelle für Opfer. Hier bietet ein echt Opfangplatz und eine professionelle Begleitung für Betroffene. An Schomburg wird auch regelmäßig darüber informiert.
Herr Präsident, für Mobbing zu bekämpfen, haben wir klare Prozeduren, aber wir brauchen gezielte Formation und effiziente Prävention. Das ist natürlich nicht glücklich, wenn es verschiedene Statuten an einer Funktion publik sind, wie Employés, Salariés und Beamten, wo für alle Statut verschiedene Regeln und Prozeduren gelten. Aber wenn dann zwei Agenten, die dieselbe Arbeit machen, an einer Mobbing-Situation nicht auf dieselbe Manier behandelt gehen, ist das kompliziert und unglücklich. Dafür begrüßen wir ausdrücklich als CSV den rezenten Accord salarial, wo am Punkt 15 auch festgehalten wird, dass die Employés de l'État lo werden demselben Regime disziplinären erleihen wie die Funktionären. Das ist eine wichtige und eine richtige Decision, weil da erlaubt mit gleichen Regeln und Prozeduren mehr kohärente Lösungen für das Sortfeld zu finden. Ich sage vielmals merci. Herr Wilmes, die Wort. Vielmals merci, Herr Präsident, Damen und Herren Deputierte. Ich will direkt am Anfang der Regierung etwas von Anfang an sagen. Die Regierung toleriert keine Form von Mobbing. Da gilt für uns eine Null-Toleranz-Politik. Und wir nutzen all legal Dispositionen, all Hilfs- und Beratungsstrukturen, die es heute schon gibt, für gegen Mobbing am öffentlichen Dienst, beim Staat, auch bei den Gemeinden, gegen 4 zu gehen. Das ist evident, weil der Staat, und dazu ja noch die Gemeinden, hat laut dem Statut von den Beamten, Beamtinnen und Beamten, beim Staat, aber bei den Gemeinden, die Obligation, für sie zu schützen. Das ist evident, das besteht heute. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil daraus hat sich ergeben, eine Reihe von Mesuren, die für die Regierung auch umgesetzt sind, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich zum Beispiel hartsäiert spüren, können wir für dich auch zu helfen und zur Seite stehen. Das habe ich schon vorhin gesagt, den Service Psychosozial 2015 gegründet, 2016 angefangen mit Schaffen. Und das ist ein ganz wichtiges Organ. Wir können also Mitarbeiter, die sich zum Beispiel hartsäiert spüren, mal zur Seite stehen, ihnen eine psychologische, sowie eine psychiatrische Behandlung, wenn nötig ist, zu geben, Beratung zu geben, wenn sie können, machen. Das ist schon mal ein wichtiges Service, auch richtig, als aber, dass es nicht Service psychosozial ist, für zu jugieren, ob in einer Mobbing leidet oder nicht. Das ist ein anderes Organ, da komme ich noch darüber, wie das nicht den Sinn und Zweck vom Service psychosozial. Ein ganz wichtiges Element an der ganzen Sache ist, dass man wirklich schon direkt am Anfang oder der Basis aufhängen, dass es gar nicht zu Mobbing überhaupt kommt. Das ist die Politik, die das Regierung gerne will machen. All unsere Mitarbeiter schon von Anfang an, wenn sie bei der Staat kommen, an ihrer initialen Ausbildung, bei Weiterbildungen, die Kompetenzen mit auf den Weg zu gehen, die sie brauchen, für so beholen können, direkt zu erkennen und noch direkt etwas zu machen. Das gilt für Mitarbeiter, die einfache Verhältnisse sind, wo sie subordiniert sind, wie das heißt auch und gilt für alle, für die Verantwortung dafür kippen. Als Chefservice, Verwaltungschefen, auch sie kriegen heute schon Formationen, Beratungen mal auf den Weg, wie sie können allmählich Sorten von Konflikten auf der Arbeit entschärfen, erkennen, aber wenn sie nicht weiter wissen, wo sie können Hilfe sicher gehen. Antrot auch beim Service Psychosozial. Wir müssen innerhalb die Formationen möchten, die Weiterbildungen möchten. Wir haben auch den Delegé à Legalität, da wo keine Personalvertretung ist, die eine wichtige Funktion hat, für so dafür zu sorgen, dass Probleme, die beim Personal entstehen, abzudrohen und das Superhierarchik oder in der Chefadministration, für das direkt von Anfang an, und das müssen sich die Idealvoraussetzungen sein, allmählich Konflikte am Keim können erstickt gehen. Gut, wir leben in einer idealen Welt, wo Menschen sind und Menschen dort, und da sind ein ganz paar die Mechanismen aber rasch auf Platz gesagt gehen, für Konflikte probieren zu entschärfen, respektiv zu lesen. Mit da will man weiter gerne umsetzen, dass man wirklich schon an der Basis als Mitarbeiter so ausbilden, also outilieren, dass möglich Fehlverhalten können so sehr wie möglich gelöst auf den Tisch kommen. Wenn es dann trotzdem zu einem Fehlverhalten kommt, dann gibt es ein ganz klar legal geregelten, am Statut geregelte Prozedur, was dort zu machen ist. Und es ist verwundert, festzustellen, dass die nicht bekannt ist und dass Leute, die aber schon lange dabei sind, respektive die auch für drohen an der Verantwortung, weil das nicht so, weil die Kommission Spezial als antikonstitutionell erklärt ging ist, dass es da noch keine Möglichkeit gegeben ist,
für wann sich schwer viel Verhalle viel zu geheim wird als Beamtin oder Beamten nicht gehen kann gemacht gehen. Dann hat die keine Konsequenz gehabt, dann hat man Stift bisschen mir ruhig sind. Da wäre ja kein Fall vier das Organ, was dafür zuständig ist, nämlich das Kommissariat, den chargiert aus für Disziplin am Staat dafür zu sorgen, anzuhalten, da du nicht hinkommen. Das ist genau das Organ, was lohnt sich verlangt, was so eine angefordert gibt, was man hun, aber was gut arbeitet möchte, das eine Autorität administrativ indépendante, die eine Instruktion möchte, Décharge, unparteiisch, für all Sorten von Fehlverhalten, probieren können, auf die Spur zu gehen. Und nicht nur Harcèlement. Weil das ist so, dass, wenn es Mobbing ist, nicht allein just Mobbing dabei rauskommt, mit noch viel anderen Fehlverhalten auch festgestellt gehen. Und das einzige Organ, das kann wirklich die ganze Panoplie von Fehlverhalten, das ganze Disziplinarrecht beim Staat wirklich probieren, darüber zu enquêtieren und dann auch dafür zu sorgen, dass es zu Konsequenzen gibt, als das Kommissariat chargé für Prozedur disziplinär beim Staat. Und das möchte ein exzellent Arbeit, und das ist genau das, was wir brauchen. Also gibt es das, also als kein Plus-Value zu sehen, an einer weiteren Struktur, die dann nicht mehr hat können, im Fall vom Harcèlement eine Enquete machen, wo nicht klar war, was wirklich genau die Kompetenzen von den Agenten wären, was das Statut gewesen wäre von den Agenten, die Demos hat so die Enquete machen, weil das das ominöse Gesetzesprojekt von 2017, wo nicht darum gegangen ist, eine Prozedur allein anzufeiern, mit waren sich, wir wollen von der Regierung für ein neues Centre zu schaffen und sich die Bien-être im Travail, was vielleicht ein gut Approche war, aber wo dann all die Administrationen, die du drin fallen, wie dann Service als Service médicaux beim Staat, wie der Service psychosozial, wie der Service national der Sécurité der Fonction publique, all regroupéiert wären, da werden sie an Divisionen gedeelt gehen, an der Wert auch zusätzlich eng egen Prozedur nach ausgeschafft für den Harcèlement, mit dem Zweck war so eng neue Zentralstruktur zu schaffen, an die Projekt Lucht 2017 do, und während 6 Jahre, wo die Regierung, wo vertritt kommen demolischer Majorität der Opposition, wo sie dort auffordern, wo sie auch schon Demos Verantwortung waren, nicht dafür gemacht haben, dass das gewinn gesagt ging. Nicht. Es so nicht so gut erhalten. Hätte ich das nicht zurückgezogen, man hat gibt noch Kinder von der Schwätze mehr. Weil das wären 6 Jahre Kinder, die von der Geschwätze mehr hört. Die Projekt ist einfach, da muss ich ehrlich sagen, Laie gelost gehen von der festlichen Regierung, hat kein Donner gegriffen mehr. Das ist in der Reihe, just hat keiner vom Rol dieser Affäre aufgezogen. Das ist schon nicht gemacht, weil ich das nicht mehr als Sünden gesehen habe, für was man, weil den SNSFP integriert ging oder wird integriert ging an DTM. Da weinst also gemacht und da weinst als Bemol abgefallen, wie der Prozedur man macht selber, oh du war da ein anderes Projekt, das hat man da müssen machen. Man der hat Zeit 6 Jahre lang das zu machen, stell dich nur nicht hin, kommt das fordern, weil das immer so passt zu machen, weil das so die von der Erzählung wäre, auf in allem es gibt so ein Organ, weil das unabhängig enquêtiert, aber dummer das Rechte von als Beamten und Beamten, wann du viel verhalten sollst sehen, auch wirklich kann erstens enquêtieren darüber und auch sanktionieren, und zwar ganz schlimm auch sanktionieren, da kann bist du für Gründe, die rausgehalten beim Staat, das Hummer. Ich engagiere mich aber gerne, und da tun schon eine Antwort von der Orchester parlamentär auch gesucht, vielleicht die ganze Prozedur, die heute besteht, ob die Lege zu holen, notamment de droit de protection, an der Wort den droit de Reklamation für zu gucken, ob den Haut, so wie funktioniert, nach gut genug ist, ob noch miss punktuell angepasst gehen, an derselbe gedacht für das Service psychosozial, auf wie weiter vielleicht Formationen, wenn nachher, und dann gebe ich ja nur, für weiter gehen meine Kollegen Leon Gloten, für das Regierung gilt null Toleranz, wie vom Mobbing, und für all meine Politik vom Wohlbefinden, die wir weitergeben beim Staat stärken. Merci. Merci, Herr Funktionspubliksminister. Dann kriegt der Innenminister Tut. Merci, Herr Präsident, doch merci für die Debatte. Ich will für dich mal klar sagen, dass der Innenminister sich ganz klar 100 politisch Responsablen von den 100 Gemengen stellt, dann noch 100 die viel Maderbester, die an den 100 Gemengen schaffen, sowohl Politiker wie Maderbester, ob den 100 Gemengen machen eng ganz gut erbecht am Denkst von den Leuten, die an der Gemenge wohnen, an der Gemengen schaffen. An de Gemengen ass et net ernstnecht wie am Privatsektor, dats wichtech, dat e gut Erbechtskonditionne firën. Soll e locht tun, op seg Erbeg ze kommen, well nëmmen een den locht huet op d'Erbecht ze kommen, den bringt och 100%schen Ersatz. An dëfir
ass et wichtech, dat man Strukturen hunn fir wann et zu engem Incident kënnt, an dat das net auszuschleessen, och bei enger Gemeng, wo de Problem ka ginn, tschen Schafferot an Maderbestobenger Gemeng, dat die Strukturen huet, dat die Prozeduren huet, fir kënne so Konfliktsituationen ze lesen. Aéi den Kolleg Serge Wilmes gesot huet, et ginn haut die Strukturen. Et ginn die Strukturen, wo je kann Hëllef kreien, wo je kann probéieren eng Lesung erbeize sichen, a wann dat net iwwer den gute Wee méigg ass, dann ass och nach de Kommissär aller Disziplin zoustännen. Stëfir wat Hummerhaut an engem zweete Punkt wat proposéieren wir. Wat Hummerhaut haut ass et méiglech eng Mediatioun ze machen. Eng Mediatioun ze machen, wann eng Konfliktsituatioun tschen dem Schafferrot an engem Maderbeter besteet oder tschen Maderbeter ënner sech. Du hast Jitwaré freigestalt an noch der GFC promovéiert doch DW an de Civical och fir een externe Mediateur anzuschalten. Ganz oft ginn die Kächten och nach vum Schafferrot vun der Gemeng iwwerhall an dat ass den echten richtechen an noch gute Wee eng Persoun, die vubausen objektiv die neiich mat der Gemeng am Funktion huet, an dem sinn probéiert Parteiien bei en ze kree, weil rënneren runn den Objektiv vun engem Mediateur ass net eng Deciioun ze fällen, mé die zwo Parteiien bei en ze féieren, fir dat dé sech rëm kënnen an der kucken a weiter kënnen op der Erbesplatz ze summen ze schaffen. Dann hummer de Service psychosozial vun der Fonction publik, den Herr Wilmes ass darüber agang, hunn de Kommissär a la Disziplin. Mir hunn noch an dofir sinn ass die eng oder aner Moioun dofir net pertinent, mir hunn eng Formation kontinu beim Inab fir Kadre superieur am Management. Dat zielelt och fir héich Beamten bei den Gemengen. An och den Conseil Disziplin kann sech van den dat vëll een Expert zu Rot als Hëlle fuelen an wann dann et iwwer Mobbing geht, zum Beispiel een Expert am Mobbing, méi net nëmmen de Mobbing soll gekuckt ge méi generell eben dat agréabel Erbeskonditionen an de Verwaltungen herrschen. Wat merk mal lo nach? Wat mer mal lo nach? An der soch an do löwenech mat den exzellenten Dialog, de man am Civicaller noch mat der FGFC hunn. Wir werden Formatioun fir Gemenge responsabel fir d'Elu loko och fir Membre vum Gemengerot verbesseren an dem Sinn, dat man willen eng Journée des Elu loko mechen, wo we nach enkei an engem echte Workshop de cadre legal präsentéiert krit, an mir wëllen do mat engem externe Büroder den speziaiséiert das a Ressource humain, weil das haut de Beruf. Ich mein, für 20 Jahre nach Ke vun so engem Beruf vun Ressource humain geschwert, me dat gëtt haut, dat kann den Haut op der Uni studieren, Großbetrieber hunn ganz Departementer vu Ressource humain en externe Büro dat dabei zu höllen, den och politisch responsabel kann nach méi sensibiliseieren fir de Sujetgestion vun der Ressource humain. Weil wann Ressource humain klappen, méchens klappt dann och de Betrieb, och der das net ernstcht am Privatsektor wie bei enger öffentlicher Verwaltung. Dann werd man auch eng Journeemanagement fir Beamten machen, a wann de Feedback do gut ass werd man so Exerzice repetieren. Dann hun auch ma Civicaller mat der FGFC geguckt fir e Reglement intern Tipp op ze schaffen, de man de Gemengen zur Verfügung stelle, fir dat eben an dat das wichtig eng klar Objektivregelung vun den Erbeskonditionen an der Gemeng do ass der Typfrewees, wat sind Konditionen vun der Stee, a wat kann ich mechen, wann ich mengen ich wie Affer vu Mobbing gehen oder ich fir net zufrieden mat Mengen Erbeskonditionen. Wir promoveieren noch dat Gemengen Ressource humain Departementer kreieren, wees dat das net fir allgemengelo fleicht meiglech Kleingemengen ass dat fleich mich schwierig, méi och do können Gemengen sech ze summen. Dann
hummer jo och schon simmer umgange Projektreglement Grand Ducal deponéiert, do werdemer op de Staatsrot iwwer betreffend eng Stunde Formatioun iwwer de Statut, dat muss an Zukunft all Beamten, den am Gemengesektor will schaffe kommen, muss dem die Formatioun machen. Haut kann e verschiedene Module auswählen, an dat doas dann ein Modul, den dann obligatorisch ass fir all Beamten. Die gesit, die Regierung hält die Derbeskonditionen an de Verwaltungen hëlt dat ganz echt. Et ginn eng ganz Reihe valabel Prozeduren, Institutionen, die sich der Problematik unhöllen, an ze summen fir de Gemengesektor am Civicol a mat der FGFC werd man die Verbesserungen erbeifieren, die ich lo gesot hun. Merci.